da sind Sie ja schon alle. Können wir ja gleich anfangen, nicht? Aber das möchte ich Sie noch mal fragen. Haben Sie das auch gewusst, dass man ein Buch als Waffe benutzen kann? Nö, ne? Aber Frau Bonsack hier aus der Abo 3, die hat gesagt, das hat sogar ganz groß in der Zeitung gestanden. Und weil ihr immer so mulmig ist, wenn sie abends allein durch die Straßen geht, da hat sie sich dieses dicke Buch hier gekauft. Und sie hat gesagt, nun soll ihr mal einer kommen. Der kriegt vielleicht eine von Latz geknallt, dass er die Engel im Himmel singen hört. Und ich habe natürlich gleich ein bisschen drin gelesen. Und ich habe beinahe das 3. Klingelzeichen verpasst. So spannend ist das. Mord und Totschlag und Liebe. Ich will doch mal sehen, ob ich ihr das Buch nachher nicht abschnacken kann. Ja, ich kann ihr ja eins geben, das ist noch ein bisschen dicker. Das heißt die Geschichte von Schleswig-Holstein von der Urzeit bis Engholm. So dick, sage ich Ihnen. Ich habe darin immer Blumen gepresst. Und als Küchenschemel kann man das auch gut benutzen. Ach, und dann kann man das ja noch gut benutzen, so ein dickes Buch, um anderen Leuten damit auf die Nerven zu fallen. Wie das passiert, das werden Sie gleich hier im Theater sehen. Aber solche Tricks, die funktionieren natürlich nur im Theater, auf der Bühne, weil die Leute auf der Bühne ja immer ein bisschen dösiger sind als wir selbst, ne? Und das muss auch so sein. Ich meine, wenn die genauso klug wären wie wir, was gäbe es denn da für uns noch zu lachen? Aber nun will ich mit der Schnackerei aufhören. Viel Vergnügen, Frank, auf! Was steht in Paulus Brief an die Römer? Kapitel 8, Vers 28. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Richtig. Ich frag mich, wie lange die das da unten wohl aushalten werden. Bestimmt auch nicht länger als die anderen. 3 Wochen. Ob wir denn wohl endlich die Wohnung da unten kriegen? Abwarten. Oh, wir haben ja selbst Schuld, ne? Warum ziehen Sie da auch erst ein, ne? Nein, Schuld hat der Hauswirt, das alte Biest. Wie oft habe ich ihm schon gesagt, dass wir gern die Wohnung da unten hätten. Aber nein. Zu groß für uns. So ein Quatsch. Und er setzt da dann eine Familie mit 4 Kindern rein. Lass man die, kriegen wir auch wieder raus. Wart's mal ab. Das wäre denn schon die 3. Familie, die wir rausgeekelt hätten. Oh, da. Sie melden sich schon. Ja. Sollen wir nicht ein bisschen doller kloppen, damit Ihnen der Putz auf den Kopf hält? Nix. Immer schön gleichmäßig. Das ist psychologisch und zerrt am meisten an den Nerven. Ja. Du, Helene. Ja? Wenn wir nach unten ziehen, dann krieg ich doch das hintere Zimmer, ne? Nein, nein, du schläfst nach vorn raus. Ach, Helene. Du willst mir doch wohl nicht widersprechen. Nein, natürlich nicht, Helene, aber wegen dem Straßenlärm, du. Ach was, reine Gewohnheitssache. Ja, wenn du meinst, Helene. Natürlich. Sonst kriegst du das kleine Zimmer und Klaus das vordere. Klaus? Ja, Klaus. Annas Klaus? Ja, der Klaus von unserer Schwester Anna. Begreifst du das denn nicht? Ehrlich gesagt, nee. Vergiss das Klopfen nicht. Ja. Verstehst du das denn nicht? Wenn die Wohnung da unten für uns beide zu groß ist, wie er sagt, dann nehmen wir ihm unseren Neffen Klaus bei uns auf. Oh, meinst du, das geht? Warum soll das denn nicht gehen? Natürlich geht das. Oh, weil wir uns doch nie um den Jungen gekümmert haben. Dann kümmern wir uns eben jetzt umso mehr um ihn. Na, so viel ich weiß, hat er doch ein möbliertes Zimmer. Das muss er dann eben kündigen. Hoffentlich macht er das. Natürlich macht er das, wenn der hier umsonst wohnen kann. Was? Der soll hier ganz umsonst wohnen? Helene! Man muss auch mal Opfer bringen. Ja, das sagst du so einfach, ne? Und ich muss dann sehen, wie ich mit den paar Mark auskomme, die du mir gibst. Ach was, ist doch nur eine Übergangslösung.
Sobald wir die Wohnung da unten haben, fliegt der natürlich sofort wieder raus. Oh, Helene, wenn das bloß gut geht. Wenn's nach dir ginge, kämen wir doch nie zu was. Sie verlieren schon die Nerven. Ja. Und dass du mir nett bist zu Klaus, wenn er kommt. Ja, wieso kommt er denn? Natürlich kommt er. Ich hab ihm doch geschrieben, dass er mal kommen soll. Wenn die Sache bloß gut geht. Ach, was ein Angsthase bist du. So, 10 Minuten Pause. Oh, nee. Ich bin auch schon ganz konfus von all der Klopperei. Doch, da sind sie schon. Lass man, ich geh schon. Ja? Und nix anmerken lassen, das sag ich dir. Guten Tag. Entschuldigen Sie, mein Name ist Schlüter. Angenehm, Herr Schlüter, kommen Sie doch rein. Mein Name ist Engel, Helene Engel. Elvira, guck mal, wer da ist. Unser neuer Nachbar, Herr Schlüter. Er will sich gern vorstellen. Komm, sag mal, schönen guten Tag. Ja, wie nett. Schönen guten Tag, Herr Schlüter. Ich bin Elvira Engel. Ich wünsche Ihnen alles Liebe und Gute in der neuen Wohnung. Danke, ja. Vorstellen wollte ich mich natürlich bei dieser Gelegenheit auch. Aber hauptsächlich komme ich wegen dieser ständigen Bumserei. Bumserei? Ja, bei uns wackelt sozusagen schon der Kronleuchter. Was für eine Bumserei meinen Sie denn, Herr Schlüter? Ja, das frage ich Sie. So alle 10 Minuten bumst es hier oben, als ob irgendjemand an einem Webstuhl arbeitet, oder? Hier bei uns? Nein, hier hat niemand gebumst. Nein. Herr Schlüter, da sind Sie auf dem Holzweg. Wir haben keinen Webstuhl. Sehen Sie mal, hier liegt mein Strickzeug. Aber damit kann man doch nicht bumsen, oder? Natürlich nicht, ja. Aber komisch ist die ganze Sache doch. Ja. Ach, Herr Schlüter, wir sind zwei alleinstehende Damen. Und wir haben alles, was wir zum Leben brauchen. Was sollten wir wohl mit einem Webstuhl, nicht, Elvira? Dann könnten wir auch gar nichts mit anfangen. Ja, hätte ja sein können. Na, ja, bitte möchten Sie nicht Platz nehmen. Oh, danke. Herr Schlüter, ja. Bitte. Oh, nein, danke. Ich glaube, ich muss doch wieder runter. So ein Umzug macht doch eine Menge Arbeit. Ah, ja, Herr Schlüter, wir freuen uns ja so sehr, dass Sie die Wohnung gekriegt haben. Ja, das war auch gar nicht so einfach. Ja. Kein Mensch will heute noch Kinder im Haus haben. Ja, ist das nicht eine Schande, Herr Schlüter? Ich sage immer, die Kinder sind nur einmal da und da müssen die armen kleinen Dinger ja auch irgendwo bleiben, ne? Naja, so klein sind meine nun auch wieder nicht. Ne? Die Älteste ist immerhin schon 22. 22? Das sieht man Ihnen aber nicht an, Herr Schlüter. Nein, Herr Schlüter, eine 22-jährige Tochter hätte ich Ihnen niemals zugetraut. Oh, hatten Sie denn vorher keine anständige Wohnung? Ja, eine 2-Zimmer-Wohnung. Ja, und dann noch feucht. 2 Zimmer mit 4 Kindern. Hast du das gehört, Helene? Schrecklich, diese Wohnungsnot heutzutage. Na, da werden Sie ja in der neuen Wohnung richtig aufleben, nicht? Ja, das tun wir auch. Ja. Aber wie gesagt, diese ständige Bumserei. Aber von uns kommt das ganz bestimmt nicht, Herr Schlüter. Sie sehen ja, wir haben überall Teppiche liegen und dann laufen wir auch den ganzen Tag Hausschuhe an. Also, so viel ich weiß, hat sich Ihr Vorgänger auch schon darüber beklagt. Ja, ich glaube, wenn das mal nicht doch der alte Antennendraht ist, Helene, der immer so gegen die Dachrinne schlägt. Och, wie oft haben wir das dem Hauswirt gesagt. Er soll das mal machen. Ein Antennendraht ist das bestimmt nicht. Nein. Ja, aber
nun will ich mal wieder. Also nichts für ungut. Ach, Herr meine Damen. Schlüter, ich bitte Sie. Wir wären die Letzten, die deswegen beleidigt werden, nicht, Elvira? Ivo, und letzten Endes sind Sie das ja auch Ihrer lieben Familie schuldig, nach dem Rechten zu sehen, ne? Ja, dann also auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen, Herr Schlüter. Und grüßen Sie Ihre Gattin unbekannterweise ganz herzlich. Ja, wir würden uns sehr freuen, Sie auch mal kennenzulernen. Wir waren schon immer für eine gute Hausgemeinschaft. Und wenn Sie mal Hilfe brauchen, sagen Sie nur Bescheid. Meine Schwester springt gern mal ein. Das ist aber wirklich nett von Ihnen. Ja, also dann. Auf Wiedersehen, Herr Schlüter. Wieso soll ich denn einspringen? Nicht so laut. Wieso, der ist doch weg. Solchen Leuten kann man einfach nicht trauen. Die sind kompabel und lauschen an der Tür. So, hier den Blumentopf bringst du nachher runter und gratulierst zur neuen Wohnung. Oh, nö. Helene, meine schöne Azalee. Ach, du weißt ganz genau, dass ich Azalee nicht ausstehen kann. So, nur ab in die Küche. In 5 Minuten wird wieder geklopft. Ja, Helene. Nanu. Helene, es hat geklingelt. Ja, ich bin ja nicht taub. Ja, ja. Na, bitte? Aber Tantchen, kennst du mich denn nicht mehr? Ach, Klaus! Och, das ist aber nett, dass du uns mal besuchst. Ja, komm rein, mein Junge. Elvira, Klaus ist da. Oh, na, sieh mal einer an, unser Klausi. Oh, das ist aber nett, dass du mal deine alten Tanten besuchst. Ja, Tante Lene hat mir doch geschrieben, dass ich mal vorbeikommen soll. Ja, das habe ich auch. Nun setz dich doch erst mal hin, mein Junge. Danke. Oh, na, wie geht es dir denn so, mein Junge, was? Oh, du bist aber groß geworden. Ja, sind ja auch schon ein paar Jährchen vergangen, dass wir uns das letzte Mal gesehen haben. Man wächst ja auch heran mit der Zeit. Ja, und wie die Zeit vergeht, nicht? Wie kommst du denn auf der Bauschule zurecht? Danke. So lala, ist ein Haufen Arbeit. Ja, ja, das können wir uns denken, nicht? Das ist ja auch nicht so leicht für dich, nicht? Wo du mal bloß auf der Volksschule warst, nicht? Ohne Fleiß kein Preis, mein lieber Klaus. Naja, macht ja auch Spaß. Erstaunlich, dass dein Vater dir das ermöglichen konnte. Nicht so viel verdient er doch sicher auch nicht, ne? Fällt ihm ja auch nicht leicht. Siehst du, da sind wir mit dir einer Meinung und deshalb habe ich dir ja auch geschrieben. Ja, sieh mal, Klausi, darum hat Helene dir geschrieben, denn sie war Du das... halt mal endlich deinen Mund, das kann ich ihm doch alles selber sagen. Ja, entschuldige, Helene. Bitte. Sieh mal, Klaus, wir meinen, die Schule kostet doch deinen Vater schon sehr viel Geld. Warum soll er dir hier auch noch in der fremden Stadt ein Zimmer finanzieren, wo doch deine beiden alten Tanten hier wohnen? Nanu, das hat euch doch sonst nicht interessiert. Na ja, du weißt ja, wir verstanden uns ja nicht so recht mit deinem Vater, ne? Ja, ich weiß, es hat euch nicht gepasst, dass Mutter einen einfachen Maurer geheiratet hat und dass ihr keinen abgekriegt habt. Aber Klaus, was redest du denn da für einen Unsinn? Das war doch gar nicht der Grund, nicht? Aber lassen wir das. Kurz und gut, wir wollen den ersten Schritt zur Versöhnung machen. Was soll der ewige Streit? Ja, da leiden wir ja auch alle unter, ne? Fällt euch aber ziemlich spät ein. Spät, ja, aber nicht zu spät, mein lieber Klaus. Sieh mal, wir meinen, das Geld für das möblierte Zimmer könnte man doch sparen. Du ziehst einfach zu uns. Zu euch? Ja, zu uns, mein Klausilein. Könnte das nicht nett werden? Naja. Naja. Ich meine, wäre schon toll, wenn man das Geld für das Zimmer sparen könnte. Siehst du, das denken wir auch. Ja, und wir hätten dann wieder eins und den versorgen können. Und dann hätte unser Leben ja auch wieder einen Sinn, ne? Also ich soll hier bei euch einziehen. Ja, hier bei uns, bei deinen alten Tanten. Oder hast du was dagegen, mein Junge? Ich? Warum sollte ich wohl? Ja, aber ob Vater damit einverstanden ist? Warum sollte er nicht? Ja, er hat mal gesagt, lieber verkaufe ich mein letztes Hemd, als dass ich von den beiden alten Krähen was annehme. Ja, er
war schon immer etwas direkt, dein Vater, nicht? Ist ja niedlich, alte Krähen. Nicht, Elvira? Zu niedlich, ja. Ach, was hat er doch für einen goldigen Humor, dein Vater? Ja, ne? Immerhin lebe ich von Vaters Geld und da will ich ihn lieber erst um seine Meinung fragen. Oh, ist das nicht allerliebst, Helene, dass er mit 24 noch seinen Vater fragen will? Und das ist auch richtig so. Du sollst Vater und Mutter ehren, auf dass es dir wohlergehe und du lange lebst auf Erden. Na, nu wärst du das doch schon wieder. Ach, das ist bestimmt Frau Fritsche. Elvira, gib ihr doch mal den Kellerschlüssel. Sie wollte uns einen Eimer Kohlen raufholen. Ah, ja. Olli! Oh, Guten Tag. guten Tag. Ich bin Karin Schlüter. So. Mein Vater lässt fragen, ob Sie wissen, wo der Sicherungskasten für unsere Wohnung ist. Beim Lappenaufhängen ist ihm nämlich eine Sicherung durchgebrannt. Helene, bitte treten Sie ein. Das ist Fräulein Schlüter von unten. Weißt du, wo der Sicherungskasten für die Wohnung ist? Na, der ist doch gleich neben der Bodentreppe, das weißt du doch auch. Ach, danke. Hallo, Strups! Klaus! Ich werd verrückt. Was machst du denn hier? Seit ein paar Stunden wohne ich hier. Ich kann das gar nicht glauben. Tja, so sieht man sich also wieder. Ach, ihr kennt euch? Ja, aber klar, das ist Karin Schlüter, mit der habe ich schon zusammen im Sandkasten gespielt. Oh, wie reizend. Oh, das ist ja ein netter Zufall. Ja, das ist unser Neffe Klaus. Ja, das ist ja wirklich ein toller Zufall. Wie lange haben wir uns schon nicht mehr gesehen? Ja, seit wir vor 4 Jahren aus dem Dorf weggezogen sind. Ja, es geschehen noch Zeichen und Wunder. Ja, wirklich, aber... Ja, ich bin im Moment ziemlich in Eile. Ich muss wieder runter und die Sicherung eindrehen, sonst kann Vater nicht weiter. Wir sehen uns noch. Das will ich doch stark hoffen. Ja, also dann tschüss. Tschüss. Auf Wiedersehen und entschuldigen Sie die Störung. Ja, ist schon gut. Also gleich da neben der Bodentreppe, Ja, ne? danke. Also, Tante Lene, weißt du was? Na? Ich ziehe bei euch ein, auch wenn Vater nicht damit einverstanden ist. Das ist aber nett, Klaus. Das freut deine beiden alten Tanten aber. Ja, habt ihr denn auch ein Bett für mich? Aber natürlich. Du schläfst erstmal in Tante Elviras Bett. In mein Bett? Und über kurz oder lang kriegen wir dann wohl auch eine größere Wohnung. Na gut, und wann kann ich einziehen? Jederzeit, mein Junge, wann immer du möchtest. Sagen wir so in 3 Wochen, so lang habe ich nämlich noch die Miete für das Zimmer bezahlt. Passt euch das? Aber selbstverständlich, lieber Ja, das Klaus. passt ja großartig, nicht? Denn bis dahin kommen wir die bestimmt wieder raus, nicht? Oh, Wieso, wen raus? Ach, Tante Elvira spinnt ein bisschen, nicht? Sie meint ihre beiden wackeligen Zähne, die sie immer so piesacken. ja, die meine ich, die hier, ne? Ja, ach, Helene, denk an die Uhrzeit doch, ne? Ach Gott, ja, du liebe Güte. Klaus, wir wollen dich ganz bestimmt nicht rauswerfen. Aber Tante Elvira und ich haben noch ganz was Wichtiges zu erledigen. Also dann bis in 3 Wochen, nicht? Und wir freuen uns schon sehr. Und wie? Vielleicht kann ich vorher ja schon mal ein paar Sachen vorbeinehmen. Aber selbstverständlich, bring nur nach und nach deine Sachen her, dann brauchst du nachher nicht so viel zu schleppen, nicht? Also bis dann. Ja, tschüss denn. Ja. Dummer Bengel. Dem werde ich was erzählen, alte Krähen. Komm, Helene, ist die höchste Zeit. Achtung, fertig, los. Ja, wo soll ich denn nur eigentlich schlafen, wenn Klaus in meinem Bett schläft? Hier auf dem Sofa. Ach, nö, Helene, das kannst du nicht machen. Keine Widerrede. Ach, nee, Helene, auf dem Sofa kann ich nicht schlafen, da kann ich mich gar nicht richtig ausstrecken. Du hältst den Mund und tust, was ich dir sage. Nein, Helene, das ist mein Bett. Elvira! Aber meine Rheumaauflage, die kriegt er nicht. Oh, mein Gott, bist du schwierig! Hast du übrigens auch bemerkt, warum der Bengel nun plötzlich doch hier einziehen wollte? Nein, Helene. Mein Gott, wegen des Mädchens doch. Aber wenn die sich einbildet, dass hier rumpussiert wird, ist sie auf dem Holzweg. Ach du lieber Gott, wer ist denn da du wieder?
müssen doch, die Zeit ist doch noch gar nicht um. Nein. Los. Sei. Frau Fritsche, Sie sind... Ja, ich bin das Freund Engel. Ach, sagen Sie, könnten Sie mir könnten Sie mir wohl mit ein bisschen Kaffee aushelfen? Ich bin noch nicht zum Einkaufen gekommen, ja, und wenn ich morgens nicht eine schöne Tasse Kaffee und eine Zigarette habe, dann bin ich nur ein halber Mensch. Ja, da muss ich mal eben meine Schwester fragen. Um Küchenangelegenheiten kümmere ich mich nicht. Elvira, kommst du mal bitte? Ja. Frau Fritsche fragt, ob sie ein bisschen Kaffee leihen kann. Hast du welchen im Haus? Gott, schon wieder? Ja, ich bin noch nicht zum Einkaufen gekommen. Ach, nun stell dich nicht so an. Frau Fritsche tut uns ja auch schon mal einen Gefallen. Ja, meinetwegen. Ja, ich sage immer, Sie heißen nicht nur Engel, Sie sind auch einer. Ach, ist schon gut. Ja. Da haben wir ja was Feines ins Haus gekriegt, nicht? Wieso? Na, ich bitte Sie, die passen doch nicht hierher. Der Mann ist Tischler in einer Möbelfabrik oder sowas, ja. Und die Tochter sieht auch nach allerhand aus. Und sowas setzt man uns nun vor die Nase. Ach Gott, solche Leute müssen ja auch irgendwo wohnen. Ja, aber ausgerechnet hier? Haben wir nicht schon genug Gören im Haus? Die haben 4 Stück, das ist ja fast asozial. So, bitte. Bitte, Frau Fritsche. Ach, ja, vielen Dank. Ich bringe ihn dann auch gleich zurück, wenn ich einkaufen war, nicht? Ja, das kenne ich. Ja. Ich habe auch zu Bappel gesagt. Bappel habe ich gesagt, das ist nicht in Ordnung, dass Sie den beiden alten Damen nicht die Wohnung gegeben haben. Das sind die ältesten Mieter hier und sitzen immer noch unterm Dach. Aber Frau Fritsche, wir sitzen doch gut hier oben. Was sollten wir 2 alten Damen denn noch mit einer so großen Wohnung? Ja, was sollen wir damit, ne? Die paar Jahre, die uns noch bleiben. Ja, aber ich denke, Sie haben sich beworben, oder? Na ja, wir hätten sie genommen, wenn sich kein anderer Mieter gefunden hätte. Aber hat nicht sein sollen. Und neidisch sind wir deswegen ganz und gar nicht. Nein, das liegt uns nicht. Na, ich hätte mir das nicht bieten lassen, das kalte Loch hier oben. Schließlich sind Sie keine Backfische mehr. Ach, Frau Fritsche, da Sie gerade davon sprechen, wären Sie so lieb und bringen uns wieder einen Eimer Kohl mit rauf. Aber selbstverständlich, das mache ich doch gerne. Das ist doch Ehrensache. Den Kellerschlüssel. So. Ach, übrigens, Sie müssen wieder welche bestellen. Was? Wir haben doch erst vor 3 Wochen 4 Zentner gekriegt. Ja, in dieser Zeit verbraucht man ja auch eine ganze Menge, nicht? Und frieren will ja schließlich keiner. Ich habe gesehen, dass Sie im Schlafzimmer neue Gardinen haben. Brauchen Sie die alten noch? Ich brauche nämlich neue im Wohnzimmer, nicht? Ja, und was das kostet heutzutage? Die brauchen wir. Ja, ich will sie auch bezahlen. Haben Sie nicht gehört? Wir brauchen sie selbst. Ach, Elvira, wenn Frau Fritsche sie gern hätte, dann gibt sie ihr doch. Bei uns liegen sie nur rum. Ach, Freund Engel, Sie tun immer so viel Gutes. Ich habe auch zu Bappel gesagt. Bappel habe ich gesagt, Sie haben sich den beiden alten Damen alles andere als barmherzig gegenüber benommen. Ja, das habe ich gesagt. Ja, dafür hat er nun den Ärger am Hals. Was denn für Ärger? Na, mit denen da unten. Ach, hat er denn mit denen schon Ärger? Ja, die liegen ihm doch dauernd in den Ohren wegen der ständigen Bumserei. Ja, ich halte mich da raus. Ansonsten, wenn ich auspacken würde, ich weiß sehr genau, was da so klopft. Sie wissen das? Ja! Ich hätte Ihnen das ja schon längst mal erzählt, aber das Ganze ist ja so schrecklich. Erzählen Sie doch, Frau Fritsche. Na, passen Sie auf. Vor Gallis, da hat doch dieser Glaser Domann da unten in der Wohnung gewohnt, nicht? Ja. Und dem ist doch eines Tages die Frau weggestorben und da hat er doch immer so spiritistische Sitzungen gemacht. Und ja, und da hat sich doch tatsächlich eines Tages seine tote Frau durch Klopfzeichen gemeldet. Ja, und dann hat er sie nicht wieder weggekriegt und jetzt haben wir den Schlamassel. Sie klopft und klopft und klopft. Ja, so ist das. Die Geister, die ich rief. Ja, so ist das. Ja, warum haben Sie uns das nicht schon längst erzählt? Ja, ich wollte Sie nicht ängstigen. Ach so. Deswegen sind Gallis ja auch wieder ausgezogen, nicht? Ja, und die Schlüters, die werden da unten auch nicht alt. Meinen Sie? Ach, auf Dauer hält das doch kein Mensch aus.
Ach, ich rede mich hier fest. Ich muss doch noch den Kohl putzen. Bei uns gibt es heute Weißkohl mit Hammelfleisch. Das isst mein Mann so gerne. Ach, Frau Fritsche, nehmen Sie uns bitte den Mülleimer wieder mit runter. Ja, natürlich, mache ich doch gerne. Nehmen, ne? Und ich suche Ihnen auch gleich die Gardinen raus. Ach, Freund Engel, Sie tun immer so viel Gutes. Ja, ich sage immer, solche Nachbarn muss man mit der Lupe suchen. So, Ja. Frau Fritsche, bitte, da ist Dann der geben Sie mir. Mülleimer. Geht in Ordnung. Auf Wiedersehen dann. Ach, kriegen Sie noch Besuch? Das ist ja zum Verrücktwerden. Heute Morgen sieh doch mal nach, wer da ist. Ja, Helene. Was? Ach, Sie, Herr Wabbel, was verschafft uns denn die Ehre? Ja, dann treten Sie mal ein, ne? Sie an, unser hochverehrter Hauswirt. Sie treibt wohl das schlechte Gewissen hier Was raus. haben Sie denn hier zu suchen? Sie findet man wohl auch überall. Ja, ich gehe den beiden alten Damen ein bisschen zur Hand, wenn sie nichts dagegen haben. Sie sind ja nicht so gefällig, nicht? Kümmern Sie sich mal um Ihren eigenen Kram, haben Sie genug zu tun. Frau Fritsche. Was haben Sie denn auf dem Herzen, Herr Babbel? Ach, Fräulein Engel, ich komme wegen dieser Bumserei. Der neue Nachbar war gerade bei mir. Och, du fängt das bei Ihnen auch schon an? Ja, weiß der Himmel, was das ist. Nach seiner Meinung kommt das von hier oben. Aber Herr Babbel, was um alles in der Welt sollte denn hier bumsen? Das müssen wir ja schließlich auch hören. Ja, das ist ja gerade das Verrückte. Das ist nun schon der dritte Mieter, der das sagt, und Sie hören nichts. Also, das geht nicht mit rechten Dingen zu, das kann mir keiner erzählen. Das sind Halluzinationen, Herr Babbel. Glauben Sie mir, Halluzinationen. Ach, Unsinn. Ja, wenn das nur einer gesagt hätte. Aber alle sind doch nicht bekloppt. Ja, Sie haben das nicht besser verdient, nicht? Man müsste Ihnen damit noch viel mehr in den Ohren Halten liegen. Sie sich da raus! Frau Fritsche, wie können Sie denn so etwas sagen? Glauben Sie nicht, dass Herr Babbel sich darüber aufregt? Na, ist doch wahr. Tut er irgendwas für uns Mieter? Wie oft habe ich ihm schon gesagt, dass wir doch einen Mülleimer brauchen? 9 Familien und ein Mülleimer. Nur Das ist ja lächerlich. Wenn nur jeder das in den Mülleimer wirft, was reingehört, langt der! Ja. Soll ja auch alles bezahlt werden, nicht? Ja. Wenn es um die Mieter geht, dann wird rumgeknickert, nicht? Aber 3-4 Mal die Woche Hacke dicht. Dafür langt das Geld. Das ist ja wohl meine Sache. Ja, und dann die Keller. Ah, Keller! Sie haben den Keller, der zu Ihrer Wohnung gehört. Wozu brauchen Sie überhaupt einen größeren Keller? Ist ja sowieso nichts drin. Das geht Sie gar nichts an. Ja, und dann die Wohnung. Die hätten Sie ja jetzt den Engeln geben können, nicht? Aber Frau Fritsche. Ja, also so ganz Unrecht hat Frau Fritsche ja nicht, Helene. Ein altes, kaltes Loch ist das hier ja nun mal, nicht? Und ein bisschen mehr Platz hätten wir auch brauchen können, um das Harmonium aufzustellen. Das steht nun auf dem Spitzboden und vergammelt. Und dann das schöne alte Chippendale-Sofa, was wir von Mama geerbt haben. Das war neulich klitschnass, weil es so durchgeregnet hatte. Na ja, aber deswegen können wir doch den armen Menschen die Wohnung nicht missgönnen. Du kennst doch das 9. Gebot. An mir hat es nicht gelegen. Das Wohnungsamt hat sie abgelehnt. Wohnungsamt! Dass ich nicht lache, uns noch mehr Gören ins Haus zu bringen, als wenn es nicht schon laut genug wäre. Mittagspause ist auch nicht mehr. Oh ja, Frau Fritsche, nur regen Sie sich doch unseretwegen nicht auf. Herr Pappel wird wohl seine Gründe gehabt haben, die Schlüters hier aufzunehmen. Ja, die hat er. Ich habe sehr wohl gesehen, wie er der Tochter immer nachschielt, nicht? Ja, ich glaube, ich werde Ihrer Frau mal einen kleinen... Jetzt langt's mir aber! Wenn Sie nicht sofort Ihr dämliches Lästermaul halten, werde ich Räumungsklage gegen Sie einrichten. Merken Sie sich das? Dass ich nicht lache. Ja, dann gebe ich Ihrer Frau aber erst rechten Wink, ja. Fritsche, solche Gedanken sind sündhaft. Herr Babbel hat selbst erwachsene Kinder. Na und, das ist doch kein Hinderungsgrund. Sie kennen die Männer nicht. Ja, dafür kennen Sie sie umso besser. Gott sei Dank. Ich hatte selbst 3 Stück von der Sorte. Die Kerle taugen alle nichts. Das ist mir peinlich, wenn Sie so reden. Ja, er hat doch angefangen. Wenn er ihm die Wohnung gegeben hätte, hätte ich kein Wort darüber verloren. Aber Frau Fritsche, Sie haben doch selbst gehört, es hat nicht an Herrn Babbel gelegen. Ja, das wäre ja auch alles nicht so schlimm. Für uns beide reicht der Platz ja hier oben. Aber wenn Klaus jetzt kommt... Klaus?
Was für ein Klaus? Ach, das ist unser Neffe, der studiert hier an der Bauschule. Der arme Junge liegt praktisch auf der Straße. Und es ist unsere Christenpflicht, ihn aufzunehmen. Nein, Sie wissen doch ganz genau, dass es laut Mietvertrag verboten ist, Untermieter aufzunehmen. Das wissen wir sehr gut, Herr Babbel, aber das ist doch kein Untermieter, das ist doch unser Neffe, der gehört doch zur Familie. Trotzdem, das kann ich nicht machen, auch wegen der anderen Mieter. Das gibt bloß Krach, schon wegen dem Wassergeld. Ja, nun hören Sie sich das an. Das ist nun seine soziale Einstellung, nicht? Da liegt so ein armer, junger Mensch auf der Straße und die leiblichen Verwandten dürfen ihn nicht aufnehmen. Hören Sie da gar nicht hin, meine lieben Engel. Sie können ihn aufnehmen. Das geht überhaupt niemanden an. Schon gar nicht den Hauswirt. Und Sie erst recht nicht, Sie Schreckschraube, Sie! So nicht, Herr Bammel. Nicht so. Ich will Ihnen was sagen, meine lieben Damen. Wenn Sie Rechtsbeistand brauchen, dann wenden Sie sich an mich. Mein Mann kennt eine ganze Menge Rechtsanwälte. Ach ja, nun muss ich aber erst mal runter die Kohlen holen, weil so viel Herzlosigkeit wird mir speiübel. Pfui, sage ich. Pfui. Und nochmal, pfui. Also, wenn die mal stirbt, dann muss man das Maul extra tothauen. Oh, Babbel, Ja. nur haben wir ihm so viel Ärger und Aufregung gemacht. Unannehmlichkeiten. Herr Babbel, das war weiß Gott nicht unsere Absicht. Das haben wir ja alles nicht gewusst. Wir haben doch gedacht, weil er zur Familie gehört. Ja. Das ist schon... Und dann haben wir ja auch gedacht, dass er Ihnen so ein bisschen zur Hand gehen könnte, ne? Er ist nämlich Handwerker, Herr Babbel. Und da dachten wir, da könnte er doch hier im Hause so einiges reparieren, ne? Nicht zu ändern. Ich muss ihm sofort eine Postkarte schreiben, dass er nicht kommen kann. Ja, was nicht geht, das geht schon nun nicht. Sagen Sie, Herr Babbel, wie ist das denn nun eigentlich? Wird es noch was mit den Garagen auf dem Hof? Bei dem Baupreis? Ja, also Klaus wäre ja sicher froh, wenn er sich ein paar Mark nebenbei verdienen könnte. Nicht? Meinst du nicht auch, Helene? Du hörst doch, dass wir ihn nicht aufnehmen dürfen. Na, Herr Babbel, wie ist es Ihnen denn noch neulich Abend gegangen, was? Hat Ihre Frau was gemerkt? Neulich Abend? Ja, als sie von ihrem Kegelabend kam. Meine Schwester und ich kamen gerade vom Seniorencafé aus dem Gemeindehaus, aber Sie haben schon nicht mal erkannt, so besoffen, so beschwipst war's. Oh mein Gott, war sie niedlich! Elvira! Wieso? Ich sag doch gar nichts, ne? Aber, Herr Babbel, in dem Zustand hätten Sie man lieber nicht mehr Auto fahren sollen, ne? Ah, wenn Sie einer gesehen hätte, dann wären Sie aber Ihren Führerschein los gewesen, ne? Glauben Sie nicht auch, Herr Babbel? Elvira, das geht uns wirklich nichts an. Oh, sagen Sie bloß nicht meiner Frau was davon. Herzlein! Ja. Haben Sie zu meiner Schwester gesagt. Und die ist ganz rot geworden. Oh, Herr Babbel, sagen Sie doch mal, gibt's denn wirklich keine Möglichkeit, dass wir unseren Neffen hier aufnehmen? Du hörst doch, nein. So ein armer Hauswirt kann doch heutzutage auch nicht mehr machen, was er will. Der ist doch selbst nicht mehr Herr in seinem Haus. Nein, noch bestimme ich, was in meinem Haus geschieht oder nicht. Wenn ich sage, Sie können Ihren Neffen aufnehmen, können Sie Ihren Neffen aufnehmen. Oh, vielen Dank, Herr Babbel. Ich sag's ja, Elvira, der Herr Babbel ist gar nicht so, man muss ihn nur zu nehmen wissen. Nein, stopp. Noch habe ich überhaupt nichts gesagt. Aber nicht? Herr Babbel, das werden Sie uns doch wohl nicht abschlagen, nicht? Das würde mich aber sehr wundern. Meinen Sie denn, dass er es machen würde? Was denn, Herr Babbel? Naja, mir bei den Garagen helfen. Ach so, das ja, so ein hilfsbereiter Junge. Ja, schlecht wär's ja nicht. Aber
Es bleibt dabei. Er ist bloß zu Besuch, wenn einer fragen sollte. Selbstverständlich. Nur zu Besuch. Dann will ich mal wieder. Ja, Wiedersehen. Wiedersehen, Herr Babbel. Herr Babbel, und wenn der da unten Sie wieder belästigt, von wegen der Bumserei, ne? Dann sagen Sie einfach, hier oben wohnen Engel und die bumsen nicht. Ja. Ja, das werde ich machen. Aber merkwürdig ist... Ach, Herr Babbel, ich's vergesse. Unser Waschbecken läuft nicht mehr richtig ab. Könnten Sie mal nachsehen? Ja, ich werde den Ausguss reparieren. Also bis dann. Ja, bis dann, Herr Babbel. Helene, glaubst du, dass der Klaus ihm bei den Garagen hilft? Och, was geht uns das an? Los, komm, es wird allerhöchste Zeit. Ja, ich bin soweit. So, Achtung, fertig, los. Olli! Elvira! Ja, Helene? Komm bitte, es ist wieder soweit. Ja, Helene. Komm ja schon. Na, schnell. Ja. So. Achtung, fertig. Los. Na, wer ist das denn? Na. Ach, weißt was? Wir machen gar nicht auf. Ach was, das geht nicht. Wir wissen doch, dass wir zu Hause sind. Ja. Klaus! Ja, ich bin das mal wieder. Ging schneller, als wir dachten, ne? Ja, komm rein. Ja. Oh, gar nicht so leicht, in die 4 Etagen hier hoch zu wuppen. Tag, Tante Via. Was, du bist das? Ja, ich bin das. Freut euch das gar nicht? Doch, und wie uns das freut. Ja, das sieht man euch an. Ja, das ist nett, dass du da bist, Klausi, aber im Augenblick, da passt uns das ganz schlecht, nicht? Wir wollten nämlich gerade weggehen. Oh, lasst euch nicht stören. Ich warte, bis ihr wiederkommt. Ich habe jede Menge Zeit. Ich bleib ja sowieso hier. Was? Du bleibst hier? Ja, ich habe mir das überlegt. Ich ziehe schon heute ein. Was, heute schon? Aber du hast doch gesagt, Ja, dass du... weißt du, Tante Lene, ich habe mir gedacht, wenn deine beiden alten Tanten dich so gern bei sich haben wollen, dann packst du deine Sachen und ziehst schon heute ein. Wer weiß, wie lange ich euch noch hab. Tja, und da bin ich dann. Ja, ist aber nett, nicht, Helene? Ja, das ist sehr nett, aber wir haben doch noch gar nichts vorbereitet. Ach was, da gibt es nicht viel vorzubereiten. Macht euch meinetwegen bloß keine Umstände. Naja, Elvira, dann geh mal schnell und bezieh das Bett und nimm deine Räumeauflage raus. Ja, Helene. Wieso Räumerauflage raus? Muss ich etwa ohne Räumerauflage schlafen? Die braucht Tante Elvira hier auf dem Sofa. Das ist aber ärgerlich. Was machen wir denn da? Ich bin das nämlich gewohnt, mit Räumerauflage zu schlafen. Das ist ja ganz schlecht für meinen Rücken. Na, wenn das mal gut geht. Nein, also Klausi, die Räumerauflage, die brauche ich. Aber Tante Via, du kannst doch deinen Klausi nicht auf der harten Matratze schlafen lassen. Schau mal, das Sofa ist doch weich genug für dich und dir rutscht das sowieso alles runter. Das stellen wir einen Stuhl vor. Klaus hat recht. Lass deine Räumeauflage im Bett. Los, Helene! keine Widerworte. Bezieh das Bett und du kannst die beiden Wolldecken für Klaus nehmen. Wolldecken? Das ist doch nicht dein Ernst, Tante Lene. Ich soll hier unter Wolldecken schlafen? Unmöglich. Da hole ich mir ja glatt was weg. Ich schlafe nachts nämlich immer bei offenem Fenster. Dann kann Klaus ja deine Daunendecke kriegen, Helene. Die ist ja wesentlich wärmer. Nix da. Dann kriegt Klaus eben auch deine Bettdecke. Ja, aber wenn Tante Vias Decke nicht warm genug ist, ich habe da größte Bedenken. Da bin ich sehr sensibel. Tut mir leid, Klaus, aber meine Daunendecke kann ich leider nicht entbehren. Tja, dann nix für ungut. Dann frage ich meine Zimmerwirtin, ob ich die Kündigung wieder rückgängig machen kann. Seid mir nicht böse, aber das ist mir zu riskant bei euch. Da hole ich mir ja den Tod weg. Helene, wir können doch Klausi nicht frieren lassen, wo er doch zu Besuch bei uns ist.
Nur sei mal bloß nicht so pingelig, nicht? Wir können dir ja nachts eine Wärmflasche in dein Bett legen. Ne? Ja, dann sieh mal zu, dass du endlich in die Puschen kommst. Ich kann dich so lange setzen. Das Dankeschön. zahle ich dir noch ein. Hallo Strups, komm rein. Du weißt was, ich wohne jetzt hier. Was, du wohnst hier? Ja, soeben eingezogen mit Sack und Pack. Was ist das denn? Unser Wellensittich ist weggeflogen. Der sitzt hier draußen auf dem Dach. Na, wollen wir mal gucken. Ja, da ist er. Gib mal den Käfig her, ich gleich raus. Wo sind denn eigentlich deine Tanten? Die sind nebenan und beziehen das Bett für ihren Klausi. Dann sind wir ja jetzt sozusagen wieder Nachbarn, nicht? Sozusagen, ja. Ja, lange wird das sowieso nicht dauern. Vater will die Wohnung ja schon wieder aufgeben. Wieso das denn? Hier hält das ja kein Mensch aus. Alle 10 Minuten klopft das hier, dass die Wände wackeln und niemand weiß, was das ist. Komisch. Vater hat mit dem Hauswirt schon alles abgesucht. Naja, wäre ja gelacht, wenn wir das nicht rauskriegen, was das ist. Wo ich doch extra deinetwegen eingezogen bin. Meinetwegen. Naja, zumindest auch deinetwegen. Ich habe hier noch eine alte Rechnung zu begleichen. Wieso? Na, die beiden scheinheiligen alten Engel haben meiner Mutter das Leben sauer gemacht, bloß weil sie sich erlaubt hat zu heiraten, für die beiden keiner abgefallen ist. Aber Klaus. Na, ist doch wahr. Oder glaubst du, die beiden haben mich aus lauter Nächstenliebe hier reingeholt? Nee, die nicht. Ich denke, die beiden alten Damen sind so fromm. Die? Ganz scheinheilige alte Biester sind das. Da, jetzt fliegt er auf die Dachrinne. Ja, da krieg ich ihn. Gib den Käfig her. Ja, pass auf. Ja, geh du runter und scheuche mit dem Besen, dann kriegen wir ihn schon. Ja, aber sei vorsichtig. Du, Karen, Ja, ich fange deinen Vogel unter einer Bedingung. und die wäre? Dass du heute Abend mit mir ins Kino gehst. Das ist Erpressung. Ja oder nein? Also gut. Um 7:30 vor der Haustür. Okay. So, Klaus, dein Bett ist... Na nu, wo ist der denn? Seine Sachen stehen hier noch. Das ist ja gediegen. Vielleicht ist er bloß mal eben in die Luft gegangen, ne? Schnell, Elvira! Klopfen, wir kommen sonst ganz aus dem Tank. Nur beeil dich. Ja. Helene, komm jetzt. Achtung, fertig, los! Ach, dass der Bengel auch schon heute kommen musste, ne? Ja, das lässt sich ja nun leider nicht mehr ändern. Aber der Kerl soll sich ja nicht einbilden, dass er mit uns machen kann, was er will. Ach, ich weiß nicht, Helene. Hoffentlich war das richtig, ihn hierher zu holen. Das lass mal meine Sorge sein. Aber das sag ich dir. Ich nehme deine Bettdecke. Nein, Helene, das möchte ich nicht. Halt den Mund. Ach, Helene, das ist doch meine Decke. Elvira! Oh nein, ich kann unter Wolldecken nicht schlafen. Die sind immer so kratzig. Was macht ihr denn da? Was hat euch denn der arme Tisch getan, dass ihr da so drauf rumballert? Ach, ja, der war voller Fliegen. Und da wollten wir... Aber was machst du denn da draußen auf dem Dach? Frische Luft schnappen. Junge, wenn du da nur runtergefallen wärst. Sag mal, was macht ihr überhaupt hier? Ich dachte, ihr wolltet weggehen. Ach, das ist nicht so wichtig, das hat Zeit. Ja, das trifft sich gut. Ich habe nämlich ein paar schmutzige Hemden mitgebracht. Die müssten dringend gewaschen werden, weil sonst habe ich morgen nichts mehr anzuziehen. Aber Klaus, wir haben erst nächste Woche große Wäsche. Ja, das tut mir leid. So lange kann ich nicht warten. Husch, husch, dann Elvira ab in die Waschküche. Oder willst du, dass dein Klausi wie ein Schlöd rumläuft? Oh, Klaus, reich sie ein, auswaschen kann sie dann Frau Fritsche. Immer ich. So, Tante Lene. Und du putzt meine Schuhe. Aber Klaus! So, was ist? Hast du nicht gesagt, du möchtest gern für jemanden sorgen? Also los. Wenn du meinst. Ja. Ja, immer mit der Ruhe und dann mit dem Ruck. Hallo, Strupp. Schnell den Käfig her. Jetzt sitzt er unten auf dem Balkon. Nur mal sinnig, junge Frau. Ich habe eine Neuigkeit für dich. Ja und? Ich weiß jetzt, wer der Poltergeist Was, ist. das weißt du schon? Ja. Und ich garantiere dir, der hat die längste Zeit gepoltert.
Nu, lassen die Tür hier sperrangelweit aufstehen. Kann ja jeder rein und raus spazieren. Ach du Schreck. Hey, Sie! Was heißt hier, hey, Sie? Ja, ich habe Sie ganz genau gesehen. Sie brauchen sich gar nicht heimlich zu verkrümeln. Na und? Was heißt na und? Wenn meine Kartoffeln im Keller erfrieren, mache ich Sie dafür Was verantwortlich. geht mich Ihre Kartoffel an? Ja, wie oft habe ich Ihnen schon gesagt, dass 2 Scheiben fehlen? Ja, ich habe sie nicht kaputt gemacht. 2-mal haben Sie die Miete schon erhöht, nicht? Aber investieren wollen Sie nicht. Komisch. Ständig mit der Miete im Rückstand, aber am meisten meckern. Ist da jemand? Ja, ich bin's, Fräulein Engel. Und unser hochverehrter Hauswirt. Tag, Was Frau gibt's Engel. denn, Frau Fritsche? Ach, Fräulein Engel, ich wollte fragen, ob Sie mir ein ganz klein bisschen Kartoffelmehl pumpen können. Ich will meinem Mann rote Grütze kochen, die isst er so gerne. Na ja, dann kommen Sie mal mit. Ach, Sie putzen Schuhe? Nur das hätte doch nicht nötig getan, das hätte ich doch machen können. Ach, das sind ja Männerschuhe. Ja, ja, die gehören unserem Neffen, der ist heute schon gekommen. Ach, der ist schon da. Wie nett für Sie. Und Sie, Herr Babbel, was kann ich denn für Sie tun? Ja, eigentlich wollte ich den Ausguss reparieren, aber ich komme lieber ein andermal. Nein, nein, kommen Sie nur herein. Was du heute kannst besorgen, das verschiebe nicht auf morgen. Oh, wo steckt denn das Biest? Da ist er. Hansi, Hansi, der hält uns ganz schön zum Narren, dein Hansi. was ist denn nun mit dem Poltergeist? Der hat ganz natürliche Ursachen. Frau Fritsche sagt, es sei der Geist von der toten Frau Dohmann. So sagt Frau Fritsche das. Warte mal. Geist. Die Idee ist gar nicht mal schlecht. Weißt du was? Wir drehen den Spieß ganz einfach um. Das verstehe ich nicht. Pass auf, ich erkläre dir. Nee, jetzt fliegt er schon wieder nach unten. Ich bring das Biest um. Ach, Fräulein Engel, ich bringe es Ihnen auch ganz bestimmt zurück, sobald ich einkaufen war. Ja, ja, ist schon gut. Himmel, Herrgott, Kreuz-Donnerwetter noch mal. Das hält ja kein Mensch aus. Was ist denn mit Ihnen los? Komm hier einfach so reinspaziert. Ist Babbel hier? Ja, der ist in der Küche. Herr Babbel, kommen Sie doch mal bitte. Herr Schlüter ist da. Ja, was ist denn? Babbel. Ich mach das jetzt nicht mehr mit. Ich halte das nicht mehr aus. Ich werde noch verrückt. Ich dreh durch. Sagen Sie mal, ist sie nicht gut? Was ist denn los, um Gottes Willen? Hat schon wieder gebumst? Nein! Das ist es ja gerade. Seit 3 Tagen wohne ich hier und seit 3 Tagen hat es so regelmäßig geklopft, dass man die Uhr danach stellen konnte. Aber seit heute Nachmittag nichts. Man sitzt da und wartet, aber... Das halten meine Nerven einfach nicht aus. Ja, ich sag ja, jetzt ist er völlig durchgedreht. Seien Sie doch froh, dass es vorbei ist. Ich meine jetzt... Da ist es ja wieder. Los! Schnell runter! Ja, Gott sei Dank, mir hat direkt schon was gefehlt. Helene, und jetzt? Was hast du denn, Helene? Fehlt dir was? Hörst du nichts? Nein. Jetzt ist es vorbei. Was denn, Helene? Es hat hier eben geklopft. Helene, das kann doch gar nicht sein. Ich war wieder in der Waschküche. Wenn ich dir sage, es hat hier eben geklopft. Genau so. Schnell, Elvira. Nimm dein Buch. Wollen doch mal sehen, wer das besser kann. Ja, aber Helene, ist dir denn nicht gut? Nimm dein Buch. Ja. So. Achtung. Fertig. Los. Das Bengel soll bloß nicht glauben, dass ich ihm seine Hände wasche. Bin ich vielleicht seine Waschfrau? Oh, Helene. Was ist denn los?
bitte Sie. Nein, Fräulein Engel, jetzt habe ich selbst gehört. Ja, Fräulein Engel, ich habe das auch gehört. Wirklich, das ging immer so. Bum, bum, bum. Hören Sie auf! Hören Sie auf! Ich halte das nicht mehr aus! Ich werde noch wahnsinnig! Ist was passiert? Die Herrschaften meinen nur, es hat hier gebumst. Hier? Bei uns? Da muss ich aber lachen. Wir sitzen hier ganz still und lesen. Tja, dann müssen Sie das Buch aber umdrehen, Fräulein Engel. Das ist mir jetzt egal. Wenn dieses Bumsen nicht aufhört, rufe ich die Kripo. Doch, die Kripo kann da auch nicht weiterhelfen. Die kennt sich mit sowas auch nicht aus. Das werden wir dann ja sehen. Ja, ich würde mich nicht wundern, wenn Sie eines Tages die ganze Bruchbude hier abreißen müssen. Oh, Sie haben ja einen Knall. In diesem Hause bleibe ich jedenfalls nicht. Da geht man ja seelisch vor die Hirsche. Haben Sie das gehört, Babbel? Der will wieder ausziehen. Na, ich hoffe, Sie wissen dann, was Sie den beiden Engeln zugutekommen Was lassen geht müssen, Sie nicht? das Ja. eigentlich an? Eine ganze Menge. Oder meinen Sie, ich habe Lust, die Kohlen immer 4 Treppen raufzuschleppen? Ach, Frau Fritsche, da Sie gerade davon sprechen, bringen Sie uns bitte wieder einen Eimer voll mit rauf. Tut mir leid, da sind keine mehr. Was? Wir haben ja erst gestern 5 Zentner gekriegt. Ach so, und ich dachte schon, wir müssten Sonntag frieren. Dann geben Sie mir doch gleich mal den Eimer. Der ist im Keller. Ach, der ist im Keller. Ja, dann gehe ich mal runter, nicht? Im Keller, ja. Naja, gut, dann werde ich erst einen Ausguss reparieren. Aber merkwürdig ist das. Merkwürdig. Jetzt machen wir ihn endgültig seelisch fertig. Viel gehört ja nicht mehr dazu. Hey, Helene Babbel. Ach was, der hört nichts. Naja, vorsichtshalber schließe ich die Tür ab. Ja, aber auf deine Verantwortung. Ach, du bist immer so ängstlich. Los, jetzt geben wir ihm den Rest. Achtung, fertig, los. Helene! Was ist das? Das weiß ich nicht. Die tote Frau Domann. Herr Babbel, kommen Sie doch mal. Was ist denn nun schon wieder? Hören Sie sich das an. Das glaub ich nicht. Und uns geben Sie die Schuld. Ist das nicht unerhört? Herr Babbel, Sie müssen sofort was unternehmen. Das können Sie sich nicht länger bieten lassen. Was soll doch gleich der Teufel hinter? Das traf sich ja gut. Ja, du, Helene, ich habe Angst. Pabalapap. Wenn das mal nicht doch der Geist von der toten Frau Domann ist. Blödsinn. Oh, jedenfalls schlafe ich hier nicht allein auf dem Sofa. Das fällt mir gar nicht ein. Nun stell dich nicht so an. Hören Sie das? Hören Sie das Klopfen? Die arme Seele gibt keine Ruhe. Ach, Sie kennen doch den Pastor, der muss sofort hierher, sonst sehe ich schwarz. Wieso? Naja, wissen Sie das denn nicht? Ein Toter zieht den anderen nach sich. Ich glaube, wir kriegen hier nicht eher Ruhe im Haus, bevor der Klopfgeist sich ein neues Opfer gesucht hat. Spinnerei. Das ist keine Spinnerei. Ich kenne das von der Schwägerin meiner Schwester, da war das genau das Gleiche im Haus und 8 Tage später gab es noch eine Leiche. Kann denn das angehen? Doch. Und die ist keines natürlichen Todes gestorben. Nein, die hat sich abends putzmunter ins Bett gelegt und morgens aus. Oh, fürchterlich. Da. Jetzt hat das Klopfen aufgehört. Wenn dieses Haus mal nicht verhext ist. Ach, ein Glück, dass Sie jetzt männlichen Schutz im Haus haben, nicht? Wo ist er eigentlich? Ich habe ihn noch gar nicht gesehen. Der ist unten bei Schlüter. Ah, da haben sich aber eine große Verantwortung aufgeladen, nicht? Wieso? Na, ich bitte Sie. Das junge Mädchen da unten, der junge Mann hier oben, wenn das man kein Ende mit Schrecken gibt. Warum sollte das denn? Na, ich will Sie ja nicht ängstigen, aber da hat doch tatsächlich neulich ein Mann seine alte Tante für 20 lumpige Mark umgebracht. Das kommt von diesen Trillern im Fernsehen. Ach, unser Neffe würde uns doch niemals umbringen. Ja, kennen Sie ihn denn? Vielleicht ist das ein Schieber oder ein Halbstarker.
Sagen Sie nachher nicht, ich hätte Sie nicht gewarnt. Ach so, ja, jetzt muss ich erst mal runter zu den Kohlen. Wenn ich Ihnen einen guten Rat geben darf, seien Sie äußerst vorsichtig. Tschüss, denn. Ah! Alter, fetter Kopf auf! Dämliche Spinatwachtel! Na, Herr Babbel. Oh, nix. Es ist zum Verrücktwerden. Wenn ich unten klopft es oben, wenn ich oben klopft es unten. Das ist mir zu hoch. Das ist der Geist, Herr Babbel. Der was? Ja, wie ich sagte, das ist der Geist. Unsinn. Ach, ich zitter am ganzen Leib vor Aufregung. Stell dich nicht so an. Ja. So, Tante Lene, nur haben wir ihn. Wen? Na, den Vogel. Ach, ihr habt den Klempner im Haus? Nein, das ist unser Hauswirt, Herr Babbel. Ja, und Sie sind wohl der Neffe von den beiden alten Damen? So ist es. Gut, dass ich Sie treffe, Herr Hauswirt. Sie können mich gleich mit in den Mietvertrag aufnehmen. Ja, in dem Mietvertrag? Wieso denn das? Ja, wieso denn das? Ich will natürlich nicht wieder auf der Straße sitzen, wenn meine beiden abkratzen. Nee. Also, so einfach, wie Sie sich das vorstellen, geht es nicht, junger Mann. Ja? Zunächst erstmal müssen Ihre beiden Tanten damit einverstanden sein. Oh, das sind Sie. Das sind Sie. Och, ich weiß nicht so recht, Klaus. Und du, Tante Elvira? Ja, ich weiß ja auch nicht so recht. So, ihr wisst nicht so recht. Naja, ist ja auch egal. Ich erb ja sowieso alles, wenn ihr mal tot seid. Aber Klaus, nun sprich doch nicht immer sowas. Das ist ja direkt unheimlich. Wir denken noch lange nicht ans Sterben. Oh, das geht mitunter schneller, als man denkt. 1, 2, 3, ist es vorbei. Ach so, das ist aber nicht sehr nett, junger Mann, wie Sie hier von Ihren beiden Tanten reden. Na mein Gott, was ist denn dabei? Wir müssen doch alle mal den Löffel abgeben. So, und stellen Sie sich das nicht so schön vor, hier oben zu wohnen. Hier spukt es nämlich. Ja, das habe ich auch schon gehört. Sie haben den Holzbock in den Balken. Holzbock? Ja, oder glauben Sie vielleicht, dass meine beiden alten Tanten Poltergeister sind? Nee, Na, natürlich das will ich nicht. Ihnen aber auch geraten haben. Nee, das kann nur der Holzbock sein. Am besten, Sie rufen die Feuerwehr und lassen den ganzen alten Kasten hier abbrennen. Sie sind nicht ganz dicht hier oben, hä? Was wollen Sie denn sonst machen? Am Ende landen Sie alle noch in der Nervenheilanstalt. Ja, Frau Fritsche meint, dass das der Geist von den toten Frau Domann ist. So meint Frau Fritsche das. Naja, das könnte natürlich auch sein. Das ist doch Unsinn! Oh, sagen Sie sowas nicht, Herr Babbel. Es gibt Dinge zwischen Himmel und Erde, die unser einer mit seinem kleinen Menschenverstand nicht begreifen kann. Ja, mir rauscht auch schon das Blut in den Ohren. Ja, ich glaube, ich hab Fieber. Elvira, leg dich ein bisschen hin. Um Gottes Willen bloß das nicht. Das ist das Verkehrteste, was man tun kann in dem Zustand. Nee, koch uns mal lieber eine schöne Tasse Kaffee, das ist viel besser. Wir haben aber gar nichts zum Kaffee da. Ja, da muss eben was geholt werden. Naja, Elvira, dann lauf mal schnell zum Bäcker und hol was. Ja. Ach, da habt ihr euer Geld versteckt. Ist das nicht ein bisschen leichtsinnig? Warum? Ach, nix, nur so. Ja, nur aber husch, Tante Elvira, runter zum Bäcker. Und mal nicht so knapp, sag mal, dass ihr Besuch habt. Ja. Ja, und du kannst ja inzwischen Kaffee kochen. Ja, mach ich. Junger Mann. Junger Mann, haben Ihre Tanten schon mit Ihnen gesprochen? Ja, gesprochen haben sie schon mit mir. Ja, und? Sind Sie einverstanden? Selbstverständlich bin ich einverstanden. Fragt sich nur, womit? Na, mit den Garagen. Ihre Tanten meinten, Sie würden mir helfen, im Hof Garagen zu bauen. Die haben ja wohl ein Rad ab. Ich soll hier Garagen bauen? Nee, daraus wird nichts, mein lieber Hauswirt. Ja, aber deswegen habe ich doch... Entschuldigung. Ja. Oh. Hallo, Strupps. Darf ich vorstellen, das ist unser Hauswirt, Herr Babbel. Ja, wir kennen uns ja schon, nicht? Ja, ich kenne das gnädige Fräulein schon. Ja, das reicht jetzt, ne? Was? Wie? Ja, bekomme ich meine Hand zurück, Herr Babbel? Ja, natürlich. Ja. Beehren Sie
uns bald wieder, Herr Babbel. Ja, aber ich muss doch den Ausguss reparieren. Ja, das hat Zeit. Im Augenblick können wir Sie gar nicht gebrauchen. Ja. Oh. Tschüss, Herr Babbel. Ja. Aber Klaus, du kannst sie doch nicht einfach rauswerfen. Naja, wie der dich angeguckt hat, das war ja nicht mit anzusehen. Sonst wollte er dich auffressen. Vielleicht bin ich ja sein Typ. Höchste Zeit, dass ich hier eingezogen bin. Aber was du mir da über den Poltergeist erzählt hast, das glaube ich einfach nicht. Ja, aber wenn ich sage, ich habe mit eigenen Augen gesehen, wie die mit den Bibeln auf dem Tisch rumgeballert haben. Ja, aber mir passt das nicht, mit dem Besen an die Decke zu bumsen und ihnen Schrecken einzujagen. Ja, das nützt nun nichts. Was Mut, dat Mut. Oder willst du lieber wieder ausziehen? Nee, das natürlich nicht, aber... Ja, aber du könntest dich ruhig ein bisschen dankbar zeigen, dass ich eure Wohnung retten werde. Und an was hattest du da gedacht? Mann, oh Mann, hier ist was los. Meine liebe Güte, das ist vielleicht eine Arbeit, die Kohlen immer 4 Treppen raufzuschleppen. Ach, Sie sind wohl der kleine Neffe von den Engeln. So ist es. Und Sie sind wohl der große Kohlmann. Ich bin Frau Fritsche. Ich gehe Ihren beiden Tanten immer ein bisschen zur Hand. Sieh mal an, das ist aber nett von Ihnen. Tja, also, ich muss wieder runter. Tschüss. Ja, tschüss, Strupz, und vergiss nicht. Wissen Sie was, junger Mann? Nee. Mit der da sollten Sie sich aber nicht einlassen. Aha, und warum nicht? Na, die haben doch Ihren Tanten die Wohnung weggeschnappt. Was Sie nicht sagen. Ja, nicht so direkt, aber indirekt. Ihre Tanten hätten so gern die Wohnung da unten gehabt. Ach, darum also. Wie meinen Sie? Ach, nix, nur so. Ja, ich werde dafür sorgen, dass Ihre Tanten die Wohnung da unten kriegen. Ich kenne nämlich den Chef vom Wohnungsamt. Sieh mal an, das ist ja schon die halbe Miete. Ja, ein properes Ding ist sie ja, nicht? Das muss man ja zugeben. Aber für sie ist das... Für sie ist das kein Umgang. Aha. Und was haben Sie gegen Karen Schlüter, wenn ich fragen darf? Haben Sie das noch nicht gemerkt? Mit der und Babbel, das ist doch nicht ganz astrein. Das merkt doch ein Blinder. Oder warum meinen Sie, haben die Wohnung da unten gekriegt? Nun will ich Ihnen mal was sagen, Frau Fritsche. Schlüters haben die Wohnung ganz reell bekommen. 8 Jahre haben sie mit 6 Personen in einer feuchten, kalten 2-Zimmer-Wohnung gehaust. Da wird das ja vielleicht mal Zeit für eine größere Wohnung. Und was Karen Schlüter betrifft, das ist ein hochanständiges Mädchen. Und wenn Sie nur noch einmal was gegen sie sagen, dann sind Sie bei der nächsten Hexenverbrennung die Erste. Puh. Das wollte ich in aller Deutlichkeit mal gesagt haben, Frau Fritsche. Ja, mein Gott, das habe ich ja alles nicht gewusst. Unverschämter Kerl. Hallo? So, Frau Fritsche, damit Sie nicht nochmal laufen müssen. Die standen unten vor Ihrer Tür und sollten doch bestimmt hier rauf. Was geben Sie meine Kohlen an? Sie vorlautes Ding, Sie. Na, die hat das auf einmal aber eilig. Ja, das nicht ohne Grund. Sie hat nämlich ihren Keller genau neben unseren. Und durch die Bretter habe ich gesehen, dass in ihrem überhaupt nichts drin ist. Kannst du mir mal verraten, wo sie da die Kohlen hier hat? Tja. Sie da, Freund Schlüter. Na, trinken Sie ein Tässchen Kaffee mit? Ach, das ist nett, Fräulein Engel, aber ich habe leider gar keine Zeit. Ich muss wieder runter. Ich habe nur für Frau Fritsche die Kohlen raufgetragen. Ach, das ist aber nett. Ja, also tschüss. Tschüss, Strups. Aha. So, ja, das wird ja nur bereit. Kaffee ist auch fertig. So. Oh, der sieht aber nicht schlecht aus. Doch, doch. Ach, Tante Lene, ich das vergessen. Ich möchte heute Abend mit Karen ins Kino gehen und da ich zurzeit ein bisschen knapp bei Kasse bin, wollte ich dich fragen, ob du mir vielleicht aushelfen kannst. Oh, das tut mir leid, Klaus, aber ich glaube, ich habe gar kein Geld im Haus. Und du, Tante Elvira? Geldangelegenheiten regelt Helene. Pechsache. Naja, da muss ich mir das Geld halt anderweitig besorgen. Ja. Hast du denn gar kein Geld mehr im Hause, Helene? Naja, 5 Mark werde ich ja wohl noch auftreiben können. 5 Mark? Wer geht denn heute noch mit 5 Mark aus? 10? 20 mindestens. Naja, meinetwegen.
20. Na also, warum nicht gleich so? Ach! Was habe ich bloß für liebe Tanten? Und dazu sagt mein Vater nur alte Krähen. Tja. Dann will ich mal lieber Karin Bescheid sagen, ne? Tschüss, so lang. Du, Helene, der hat was vor. Der muss noch heute weg. Mit dem bleibe ich nicht unter einem Dach. Was sollen wir denn machen? Du hast ihn ins Haus geholt. Vielleicht murkst er uns ab, wenn wir heute Nacht mit ihm allein sind. Oh Gott, womit haben wir das bloß verdient? Helene! Der Geist! Also, 1:30 Uhr nachts war Ihre Schwester noch da. Wissen Sie das genau? Und Sie haben nichts gemerkt. Und das Geld ist auch weg. Ja, alles. Das ist allerdings sehr verdächtig. Könnte es nicht sein, dass Ihre Schwester bloß kurz einkaufen gegangen ist? Im Nachthemd? Da liegen doch noch ihre ganzen Sachen. Ach so, ja, natürlich. Tja, Fräulein Engel, dann müssen wir mit dem Schlimmsten rechnen, leider. Aber Anzeichen deuten darauf hin. Bis heute Nacht um 1:30 haben wir hier auf dem Sofa gesessen und auf ihn gewartet. Und Ihr Neffe ist nicht gekommen? Ja, nur weiter, Fräulein Engel, wir müssen das jetzt ganz genau wissen. Und dann sind Sie in Ihr Zimmer gegangen. Ja, mir war so kalt, da bin ich in mein Bett gekrochen. Und? Gleich eingeschlafen? Ja, muss ich ja wohl. Aber ich habe die ganze Nacht nicht richtig geschlafen, immer nur so ein bisschen oben auf. Ja, wann haben Sie denn nun eigentlich festgestellt, dass Ihre Schwester nicht mehr da ist? Ja, so gegen Morgen, da lag ich im Bett und wartete, dass die Uhr schlägt. Aber die schlug nicht. Ja, das konnte sie auch nicht. Die ist ja stehen geblieben. Ja, um 1:15. Und da muss es passiert sein. Ja, als unsere Mutter starb, ist die Uhr auch stehen geblieben. Ja, wo ist eigentlich Ihr Neffe? Das weiß ich nicht. Er ist die ganze Nacht nicht nach Hause gekommen. Sein Bett ist unberührt. Sonderbar. Ja, meine arme Schwester. Sie hat mich so sehr gebeten, bei ihr sitzen zu bleiben. Und ich habe sie deswegen noch angeschnauzt. Kopf hoch, Fräulein Engel! Bleiben Sie sitzen, schonen Sie sich. Ich mach das. Nanu, was machen Sie denn schon wieder hier am frühen Morgen? Das geht Sie gar nichts an. Ach, Freunde Engel, ach, könnten Sie mir vielleicht bis... Nanu, was ist mit Ihnen los? Hat der Ihnen was getan? No. Du, reden Sie doch. Meine Schwester ist verschwunden. Verschwunden? Wohin denn? Tja, wenn wir das wüssten, wären wir ein ganzes Stück weiter. Nun erzählen Sie doch. Er hat sie umgebracht. Wer? Babbel? Nein, Frau Fitze! der Junge, unser Neffe. Nein, da haben wir es. Haben Sie schon die Polizei angerufen? Ich laufe schnell runter zum Bäcker telefonieren und mach... Nur mal langsam, noch haben wir gar keine Beweise. Erstmal muss die Leiche her. Wieso ist die nicht da? Sicher gerade das Verrückte. Keine Anzeichen, keine Blutspritzer, nix. Aha, ein Halstuchmörder. Hals. Wo ist er denn? Das weiß ich nicht. Gestern Abend war er mit diesem Mädchen da unten im Kino. Ach ja, richtig. Ich musste noch 1:30 im Keller arbeiten und... Oh, da standen die beiden doch wahrhaftig in der Haustür. Ja, und kurz danach muss es passiert sein. Oh. Ach, nun weinen Sie doch nicht, meine Liebe, das hilft doch nicht mehr. Ihre Schwester ist damit durch, die merkt nichts mehr. Ja, ich meine, am schlimmsten ist es immer für die Hinterbliebenen. Was hat denn bloß für einen Grund? Wenn man das bloß wüsste. Na, das Geld. Ich sage Ihnen doch, das ganze Geld ist... Wie bitte? Ach, du liebe Zeit. Und ich wollte gerade fragen, ob Sie 5 Mark pumpen können. Der Zeitungsmann kommt heute zum Kassieren. Ich habe keinen Pfennig mehr. Alles weg. Sie Ärmste. Naja, ich gehe dann nachher gleich bei den Hausbewohnern sammeln, dann ist die erste Not gelindert. Ja, und für einen Kranz. So hitzig noch wissen wir ja gar nichts. Ja, dass Sie, alter Geizhals, Angst um Ihr Geld haben, das weiß ich wohl. Damals, bei Frau Dohmann. Erst mal gewinnen.
Wieso? Für mich steht es fest. Was? Wie? Was wissen Sie? Na ja, oder haben Sie es heute Morgen schon klopfen gehört? Nee, aber... Nein. Sie, Frau Engel? Nein. Na also, der Geist hat sich ein neues Opfer gesucht und gibt jetzt Ruhe. Ja, so traurig wie das Ganze auch ist, im Grunde genommen können wir doch froh sein, dass diese ewige Bumserei nun zu Ende ist. Ne? Ach, ich gehe jetzt runter und telefoniere und dann muss ich ja... Ach, Fräulein Engel, Ihre Schwester hatte so eine schöne Wolljacke, handgestrickt. Naja, ich meine, bevor die weggeworfen wird, nicht? Ja, nun reicht's aber. Ja, raus mit Ihnen, ja? Güte, man wird fragen dürfen. Ach, Fräulein Engel, nehmen Sie es nicht krumm, die weiß es nicht anders. Ich habe ein Wirken im Hals, als ob ich gleich ersticke. Halstuchmörder, wenn es das ist, was Sie denken, ja? Dann frage ich mich bloß, wo er die Leiche gelassen hat. Nein, nein, hier in der Wohnung ist sie ganz bestimmt nicht, das weiß ich genau. Ich habe überall nachgesehen, in jedem Schrank, unterm Sofa. Er muss sie irgendwo verscharrt haben. Was haben Sie gesagt? Das Mädchen war mit Ihrem Neffen im Kino? Ja, ich habe ihm doch extra das Geld dafür gegeben. Na, das hat man nur von seiner Gutmütigkeit. Dann muss das Mädchen doch was wissen. Ja, wenn sie mal nicht seine Komplizin ist. Nee, das glaube ich nicht. Danach sieht sie nicht aus. Wer weiß, wer weiß. Ich mach das schon. Stimmt das? Frau Fritsche hat gesagt, hier sei ein Mord passiert? Ja, alle Anzeichen deuten darauf hin. Oh Gott, und wer? Fräulein Elvira Engel. Aber das ist doch nicht möglich. Ich habe Sie doch kommen gerade zur rechten Zeit, Fräulein Schlüter. Vielleicht können Sie uns weiterhelfen. Sie waren doch gestern Abend noch mit dem jungen Mann zusammen. Mit Klaus? Ja, wir waren zusammen im Kino. Aha. Und dann? Dann hat er mich nach Haus gebracht, wie es sich gehört. Und dann? Ja, dann haben wir noch ein bisschen geschnackt. Und dann? Sagen Sie mal, soll das hier ein Verhör sein? Und dann? Um 1:30 Uhr nachts hat man sie noch vor der Haustür gesehen. Ja, und? Ja. Und kurz danach muss es passiert sein. Was Sie nicht sagen. Ja, und seit dieser Zeit ist der junge Mann flüchtig. Können Sie uns vielleicht nicht sagen, wo er sich zurzeit befindet? Aber die Wahrheit, Fräulein Schlüter. Ja, jetzt geht mir ein Licht auf. Sie glauben doch wohl nicht etwa, dass Klaus... Da gibt es gar nichts zu lachen, Fräulein Schlüter. So, da muss ich aber lachen, wenn ich mir das vorstelle. Klaus und Mörder. Kennen Sie ihn denn so gut? Na, ich kenne ihn, glaube ich, besser als Sie, Fräulein Engel. Klaus ist ein anständiger Mensch. Der tut keiner Fliege was zu leiden. So, und können Sie uns dann vielleicht sagen, wo Fräulein Engel sich befindet? Das könnte ich, ja. Aber solange Sie Klaus verdächtigen, sage ich gar nichts. Ha! Sie wollen nichts sagen! Der junge Mann weg, Fräulein Engel weg. Sie müssen doch zugeben, dass es höchst verdächtig ist. Ja, da haben Sie allerdings recht. Es ist in der Tat sogar höchst verdächtig. Vielleicht sind die beiden ja zusammen durchgebrannt. Nun ziehen Sie das mal nicht ins Lächerliche. Irgendwo muss er doch sein. Ja, das muss er wohl. Ja, und Sie wollen natürlich nichts sagen, wo er steckt. Ich will nicht sagen, wo er steckt. Ich verrate Ihnen gar nichts. Da hören Sie's. Sie steckt mit ihm unter einer Decke. Vor der Polizei müssen Sie aussagen, Fräulein Schlüter. Aus mir bekommen Sie kein Wort heraus. Ich rede nur, wenn ich will. Oh Gott, dieser Kerl, uns so etwas anzutun. Na, Sie haben ihn doch schließlich selbst ins Haus geholt. Warum eigentlich? Das wird mich mal ganz schrecklich interessieren. Er gehört doch schließlich zur Familie. Na, das ist Ihnen aber reichlich spät eingefallen. Was geht Sie das an? Ja, da haben Sie auch recht. Die ganze Angelegenheit ist mir sowieso viel zu blöd, als dass ich da noch ein Wort drüber verlieren mache. Passen Sie bloß auf, dass Sie nicht auch noch dran glauben müssen. Sag mir doch mal bloß um alles in der Welt, was hier eigentlich los ist. Frau Fritsche hat bei mir geklingelt und will für einen Kranz sammeln. Ja, was? Stell dir vor, Klaus hat Fräulein Elvira Engel umgebracht. Was? Sie kommen gerade zur rechten Zeit. Wir müssen sofort nach unten in den Keller und den Keller durchsuchen. Sind denn hier in diesem Haus alle verrückt geworden? Klaus soll jemanden umgebracht? Ja, der Verdacht liegt jedenfalls da. Kommen Sie mit? Ja, und was sollen wir im Keller? Ja, die Leiche suchen. Moment mal. Mir gerade ein, an meiner Kellertrennwand fehlen 4 Latten. Das habe ich heute Morgen erst entdeckt. Gestern Abend war das noch nicht. Das weiß ich ganz genau. Ja, da haben wir es doch. Los, runter! Ja, sag mal. Ja, das scheint mir allerdings auch so. Aber das mit den Latten ist wirklich sehr merkwürdig. Ja. Oh Gott, meine arme Schwester. Tja, das ist Schicksal, Fräulein Engel. Sie tut mir so leid. Nee, das glaube ich Ihnen nicht.
Wie bitte? Nee, das glaube ich Ihnen einfach nicht, dass Sie mit einem anderen Menschen auch mal Mitleid haben können. Sie freches Gehör! Danke. Mann, was ist denn das für ein Mensch? Auflauf da vor der Tür. Hallo, Strups. Morgen, Klaus. Gut, dass du kommst. Stell dir vor, Frau Fritsche sagt, hier sei ein Mord passiert. Ein was? Ja, ein Mord. Elvira ist umgebracht worden. Um Gottes Willen, das tut mir aber wirklich leid. Ja, und du bist es gewesen. Was, ich? Ach ja. Das habe ich ja ganz vergessen. Das war einer von meinen Routinemorden. Die vergesse ich immer so schnell. Ja, das macht die Gewohnheit. Du gibst das also zu? Was nützt das Leugnen, Tante Lene? Du weißt ja sowieso alles. Oh Gott, das arme Ding. Wieso denn armes Ding? Da oben hat sie's doch viel besser als hier. Sie ist doch direkt vom Sofa ins Paradies marschiert. Viel schlimmer ist das, glaube ich. Mit dir. Mit mir? Ja, du hast das alles noch vor dir. Oh Gott. Mir wird Angst und Bang. Aber warum denn, Tante Lene? Du brauchst doch keine Angst vorm Sterben zu haben. Du hast doch so viel Gutes getan in deinem Leben. Och, ich glaube, ich bin auch nicht viel besser als andere. Aha. So, die kommen gleich. Wer? Na, die Funkstreife. Ich war auch gleich beim Bäcker und habe Bescheid gesagt, dass er sich mit dem Kuchen auf eine große Beerdigung einstellt. Den Termin gebe ich noch durch, wenn die Mordkommission die Leiche freigegeben hat. Sie sind eine fürsorgliche Person. Das kann man nicht anders sagen. Da ist er ja! Den Täter zieht es immer wieder an den Tatort zurück. Wo haben Sie die Leiche versteckt? Die habe ich am Kohlenkeller verschanzt. Aber nicht weiter sagen. Haben Sie es gehört, Frau Engel? Und wenn Sie weiter die Nase in Dinge stecken, die Sie nichts angehen, dann packe ich Sie daneben. So, jetzt bist du dran. Haben Sie das gehört, Frau Engel? Der hat mir doch tatsächlich gedroht. Ja, so, jetzt werden wir gleich mal die Sachen Ihrer Schwester durchgehen. Das muss ja nicht alles aufgehoben werden. Was weg kann, kann weg. Aber Frau Fritsche... Nein, ich helfe Ihnen. Das ist doch selbstverständlich. Auf Sie kommt noch so eine schwere Zeit zu. Na nu? Huch! Elvira, wo kommst du denn her? Ach, wie schön, dass du wieder da bist. Mein Gott, was habe ich für eine Angst um dich ausgestanden. Wo hast du denn gesteckt? Du sprich doch. Ja, ich muss mich erst mal hinlegen. Ja, komm, leg dich ins Bett. Liegst du so gut? Ja! Nun red doch, wo warst du denn die ganze Nacht? Ach was, auf dem Dachboden. Im Abstellraum hatte ich mich eingeschlossen. Auf dem Dachboden. Auf den alten Chippendale-Sofa habe ich gelegen. Warum das denn? Ja, nun meinst du, ich hatte Lust, mich hier von dem Kerl abmurksen zu lassen. Du bist schon nicht bei mir geblieben. Ach, dann hat er Sie gar nicht umgebracht. Du hättest dir doch sonst was wegholen können. Och, immer noch besser eines natürlichen Todes zu sterben, als ermordet zu werden. Ach, und bis jetzt haben Sie da gelegen? Ach, ich hatte mich mit den beiden alten Mänteln, die da oben hängen, zugedeckt. Und dann bin ich eingeschlafen und dann... Taschentuch! Ja, und dann habe ich geträumt. Oh, das war so gräsig. Ich war in der Hölle. Und dann stand ich doch vor Gericht. Und der Richter, der sah genau so aus wie Klaus, bloß dass er noch Hörner hat und lange spitze Ohren. Und dann... Nee, geht nicht. Und dann flogen da lauter 1000 Teufelchen, die flogen da so rum. Und da sagte der Richter, Sie sollten mir mal ein Buch bringen. Und dann haben sie ein Buch gebracht und dann musste ich kloppen. Zuerst ging es auch noch ganz langsam so, ne? So, bums, 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 bums. Aber
Dann schrie der Richter plötzlich laut auf, Dollar, Klopp, und er musste sich das... Und dann hat er ja auch noch so gräsig gelacht, so... Ist mir ja durch und durch. Und dann mit dem Auto fiel ich, tief, immer tiefer. Und dann habe ich die Augen aufgerissen. Und dann? Da war ich vom Sofa gefallen, oder? Meine Güte. Das habe ich immer noch in den Ohren. Ich hab Schüttelfrost. Ja, ich koch dir gleich einen Kamillentee. Ach du liebe Güte, da muss ich ja der Polizei abtelefonieren. Nein, ist das ärgerlich. Oh Gott, womit haben wir das bloß verdient? Ach, das ist alles deine Schuld. Du hast ihn ja ins Haus geholt. Aber Elvira, ich hab's doch nur gut gemeint. Wie kriegen wir ihn denn jetzt bloß wieder weg? Ja, sag ihm doch einfach die Wahrheit. Aber er muss weg. So eine Nacht mache ich nicht nochmal, ne? Ich sag's ihm nicht. Dann sag ich es ihm eben. Nein, das tust du nicht. Das tue ich doch. Nein. Doch. Elvira, reg dich immer gegen an. Das ist er bestimmt. Und du hältst deinen Mund, das sag ich dir. Frau Fritsche sagt, Ihre Schwester ist wieder da. Und da ist sie. Und quicklebendig. Ja, und wir schaufeln die ganzen Kohlen um. Was starren Sie mich denn so an, hä? Helene, schaffst die Malzpille raus. Ich geniere mich. Stellen Sie sich mal nicht so an, wir gucken Ihnen schon nichts ab. Wir sind immerhin verheiratet. Weiß Gott und wie. Meine Herren, bitte drehen Sie sich um. Ich zieh meiner Schwester schnell die Strickjacke an. Komm. Aber nicht umdrehen. Elvira. Keine Angst, wir sind nicht vergnügungssüchtig. Sagen Sie mal, wo haben Sie denn die ganze Nacht gesteckt? Ach, auf dem Dachboden. Was? Auf dem Dachboden? Die ganze Nacht? So, das war gar nicht so einfach, den klarzumachen, dass das alles nur blinder Alarm war. Zuerst hat er mich angeschnaut und zum Schluss hat er gar nichts mehr gesagt. Ja, das kann ich mir denken. Ja. Warum sind Sie auch immer so voreilig? Macht uns so ein Gespött in der ganzen Nachbarschaft. Ja, und Sie müssen ja gleich den ganzen Keller durchwühlen, nur weil da 4 Latten fehlen, so ein Quatsch. Ah, so schlecht war die Idee gar nicht. Immerhin haben wir bei dieser Gelegenheit festgestellt, dass uns 3 Gläser Eingemachtes fehlen. Ach, sieh an, jetzt wird sogar schon in diesem Haus geklaut. Na, kein Wunder, wenn der Kellerschlüssel schon 6 Wochen weg ist. Na, ist die ganze Trauergemeinde schon versammelt? Na, da ist sie ja. Tante Via! Ja, auferstanden von den Toten. Das ist aber nicht nett von dir, dass du Frau Fritsche die ganze Beerdigung vermasselst, die sie doch so hervorragend organisiert hatte. Ja, irgendjemand muss sich ja darum kümmern, nicht? Ja, da haben Sie recht. Ja, warum haben Sie denn nun die ganze Nacht auf dem Dachboden zugebracht? Ach, weil ich doch solche Angst hatte. Frau Fritsche hat uns doch die Geschichte von den Geist erzählt und von den Neffen, der seine Tante ermordet hat. Ja und? Na, deswegen ist doch alles so gekommen. Ah, und da habt ihr gedacht, dass ich euch auch. Klaus, Tante Elvira ist so schrecklich sensibel. Ja, das verstehe ich. Sensibel und dann das Gewissen. Da muss man das ja mit der Angst zu tun kriegen. Unser Gewissen ist rein. So. Und wie war das mit der Bumserei? Frau Fritsche meint, das ist der Geist. Ist er auch. Ach, so ein Unsinn. Ich hab genau gehört, dass die Bumserei von hier oben gekommen ist. Nee, Schlüter. Die Bumserei kam von unten. Das hab ich selbst gehört. Ja, das stimmt genau, das war nämlich ich. Sie? Du? Ja, damit wollen wir den Poltergeist austreiben. Poltergeist? Ja, und das hat dann ja wohl auch geklappt. Und ich sage, der kommt wieder. Ach, ja, aber wo waren Sie die ganze Nacht? Zu Hause in meinem Bett. Nein, das stimmt ja gar nicht. Dein Bett war gar nicht angerührt. Ja, hier bei euch nicht. Aber Gott sei Dank habe ich ja noch mein Zimmer. Ach, heißt das, Sie wollen hier überhaupt nicht... Genau das heißt das, Herr Babbel. Glauben Sie, ich wäre so dumm, mein Zimmer aufzugeben? Nee, das hat mich nur interessiert, was hier gespielt wird. Ja, und hast du das wenigstens rausgekriegt? Ja, das habe ich. Ich sollte die Familie ein wenig auffüllen, damit meine Tanten ihre Wohnung kriegen, wenn sie wieder ausziehen. Ich? Wieder ausziehen? Denke ja gar nicht mehr daran. Jetzt,
wo die Bumserei auch aufgehört hat. Ach, wir wollen ja auch gar nicht mehr nach unten. Na, Nicht, Helene? endlich werden Sie vernünftig, Fräulein Engel. Hab ich das nicht immer gesagt? Hier oben wohnen Sie sehr gut. Ja, Sie müssen ja auch nicht immer die vielen Treppen steigen. Und die schrägen Wände, nicht? Wir schielen ja schon. Und die ewige Kälte, über 80 Zentner Kohlen haben wir verbraucht. Na, dafür hat Frau Fritsche dann ja umso weniger verbraucht, ne? Ja, ungefähr die Hälfte. Wieso? Stimmt, genau. Denn jedes Mal, wenn Sie für die Damen Kohlen raufgetragen haben, haben Sie für sich einen Eimer mitgenommen. Das ist ja die Höhe. Hab ich das nicht immer gesagt? Ich hab überhaupt nichts im Keller. Helene, hast du das gehört? Und deshalb war sie immer so gefällig. Ach, dann haben Sie das Eingemachte wohl auch geklaut. Ach, das ist eine Frechheit. Das stimmt überhaupt nicht. Herr Bappel, Sie sind der Hauswirt. Ich kann von Ihnen verlangen, dass Sie mich gegen solche Unterstellungen in Schutz nehmen. Warum sind Sie eigentlich heute Nacht noch durchs Treppenhaus geschlichen, Frau Fritsche? Ich habe Sie sehr wohl gesehen. Ich habe Sie auch gesehen. Sie standen mit einem Kerl in der Haustür. Direkt peinlich. Ja, nun lenken Sie mal nicht ab. Haben Sie die Gläser nun geklaut oder nicht? Herr Bappel, Antworten Sie! ich muss mir erst mal eine Zigarette anstecken. Na, Man kann doch... Man kann doch heutzutage wirklich niemandem mehr trauen. ja, da hast du recht, Tante Lene. Eigentlich sollte man das Weibsbild anzeigen. Ach, lassen Sie mal, Herr Babbel. Ich glaube, die ist kuriert. Ach, man hat nichts als Aufregung. Ja, diese Aufregung haben Sie sich aber selber ins Haus geholt. Ja, ja, für nix und wieder nix. Oh, sagen Sie das nicht, Herr Schlüter. Die Aufregung hatte auch ihr Gutes. Auf diese Weise habe ich immerhin meine Karen wieder getroffen. Sie glauben ja gar nicht, wie dankbar ich meinen Tanten bin. Ja, und ich auch. Ja, ja, dann hatte die ganze Komödie hier ja doch noch einen Sinn. Und wir haben endlich wieder Ruhe im Haus.